Die NATO feiert 60 Jahre Bestehen. Anlässlich dieses Gipfels wird wohl eine neue Strategie in Auftrag gegeben werden. Was befürchten Sie? Nach dem, was wir an Denkanstößen oder Vorentwürfen für diese neue NATO-Strategie kennen, ist es so, dass die NATO noch kriegsorientierter werden soll. Es gibt ein Papier von dem deutschen General Klaus Naumann zusammen mit dem früheren Militäroberbefehlshaber der NATO, John Saakashvili. Und da steht zum Beispiel drin, dass man in Zukunft den Ersteinsatz von Atomwaffen als NATO haben will, als Teil des militärischen Konzeptes. Da steht zum Beispiel drin, dass man in Zukunft das Einstimmigkeitsprinzip der NATO aufheben will. Das heißt, die großen NATO-Staaten, USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, könnten sehr viel schneller entscheiden und es würden nur noch diejenigen sich daran beteiligen dürfen an den Entscheidungen, die tatsächlich auch selber Truppen senden. Insgesamt gehe ich davon aus, dass man mit dieser neuen NATO-Strategie eine noch kriegsorientiertere NATO bekommen wird. Sondervereinbarungen, wie zum Beispiel das Deutschland bisher hat, dass man nicht ständig Soldaten im hart umkämpften Süden in Afghanistan im Einsatz hat, sollen, wenn der Vorentwurf umgesetzt würde, ausgesetzt werden und nicht mehr stattfinden. Das heißt, insgesamt geht es um noch mehr Krieg durch die NATO und noch mehr härteren Krieg wie Aufstandsbekämpfung, aber eben auch solche Ideen wie Ersteinsatz von Atomwaffen. Diese neue NATO-Strategie ist ein weiterer Grund dafür, dass man sagt, die NATO muss sofort aufgelöst werden und ist eine Gefährdung des Weltfriedens und nicht das, was immer behauptet wird, eine Sicherung des Weltfriedens. Sie sind im Herzen der militärischen Aufrüstung der EU als Parlamentarier aktiv. Wie arbeitet EU und NATO zusammen? Die EU und die NATO arbeiten immer enger zusammen. Inzwischen ist es so, dass wir zum Beispiel einen Bericht haben, der im Rahmen des Europäischen Parlaments beschlossen wurde, von einem finnischen Abgeordneten, der aus Frankreich gewählt wurde, Ari Vatanen. Man schafft inzwischen gemeinsame Gremien zwischen EU und NATO. Auf der militärischen Ebene gibt es schon. Ein typisches Beispiel ist, wenn sich die verantwortlichen EU-Generäle mit den verantwortlichen NATO-Generälen treffen die sich mit sich selbst im Wesentlichen. Es gibt noch ein paar Probleme. Es gibt einen Staat in der EU, der nicht Mitglied der NATO oder der NATO-Partnerschaft für den Frieden ist. Das ist Zypern. Und da wird gerade erheblicher Druck ausgeübt, dass die diesem NATO-Partnerschaft für den Frieden-Programm beitreten. Das ist sowas wie eine NATO-Mitgliedschaft light. Und mein Eindruck ist der, dass wir immer enger im militärischen Bereich, man sieht es bei einer Reihe von diesen Einsätzen in Bosnien, bei dem sogenannten Atalanta-Einsatz der EU vor Somalia, dass wir eine immer engere Zusammenarbeit bei den Einsätzen zwischen EU und NATO haben. Wichtig dabei ist zum Beispiel auch das sogenannte Berlin-Plus-Abkommen. Das bedeutet, dass die EU auf Kapazitäten der NATO zurückgreifen kann bei ihren Einsätzen. Geplant ist jetzt sowas wie ein Berlin-Plus-Reverse-Abkommen, was bedeuten würde, dass die NATO auf EU-Strukturen zurückgreifen kann. Würde bedeuten, dass die NATO mehr quasi das macht, was im Bereich der EU schon üblich ist, nämlich sogenannte zivil-militärische Zusammenarbeit. Angela Merkel, die deutsche Bundeskanzlerin, nennt das als vernetzte Sicherheit als Begriff, bedeutet Einbindung auch von zivilen Organisationen, Hilfsorganisationen in Militär- und Kriegseinsätze der NATO. Und das ist so ein typischer EU-Ansatz. Insgesamt ist der Trend der, dass EU und NATO immer enger zusammenrücken. Und mein Eindruck der ist, dass man inzwischen in Teilbereichen gar nicht mehr genau unterscheiden kann, quasi was ist eigentlich EU und was ist NATO. So typisch ist, als in Bosnien quasi das von der NATO an die EU ging, habe ich mal gefragt, wie ist denn das organisatorisch gewesen? Das ist ja sicher schwierig gewesen. Und dann hat der zuständige Vorsitzende im Militärausschuss gesagt, kein Problem, wir haben einfach nur umgeflaggt. Wir haben einfach nur die Flaggen geändert. Und da sieht man quasi, wie eng die Zusammenarbeit inzwischen ist. Die Militarisierung der EU-Außenpolitik entwickelt sich in Lichtgeschwindigkeit. Wie kann dieser Entwicklung entgegengewirkt werden? Ich denke, der erste notwendige Schritt ist mehr Aufklärung. Also die EU gilt häufig quasi als Zivilmacht.
Das ist die EU nicht. Der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier hat mal die Europäische Union als Zivilmacht mit Zähnen bezeichnet. Die Europäische Union ist auf dem Weg zu einer Militärunion. Wenn der Lissabon-Vertrag käme, würde das bedeuten, dass man auf der vertraglichen Ebene dann auch den EU-Haushalt für Militäreinsätze nutzen kann. Das kann man nämlich bisher nicht. Wird beim Nizza-Vertrag verboten. Da darf der EU-Haushalt nicht für militärische Dinge benutzt werden. Der Lissabon-Vertrag würde auch die Möglichkeit geben, so etwas wie ein militärisches Kerneuropa zu schaffen. Die sogenannte ständige strukturierte Zusammenarbeit, die da drin eingeführt wird, ist relativ wichtig. Das sind alles Aspekte, wo wir einfach mehr aufklären müssen. Der zweite Punkt ist, dass die Auswirkung dieser EU-Militarisierung zunehmend natürlich auch vor Ort dann zu spüren ist. Für diese Militärpolitik der EU braucht man Militärbasen. Und es werden praktisch die verschiedenen militärische Infrastruktur, die zur Verfügung steht, in den einzelnen Ländern natürlich auch quasi für diese EU-Militärpolitik benutzt. Also kann man das anhand dieser jeweiligen Militäreinrichtung sehr gut thematisieren. Und letzter Punkt ist natürlich, wenn die EU tatsächlich zu einer Militärunion wird, muss man auch sehr deutlich sagen, ist das einfach was anderes als das, was die ursprüngliche Idee der EU war. Und muss sehr klar sagen, das hat quasi mit einer europäischen Idee oder sonst irgendwas nichts mehr zu tun, sondern ist einfach ein militärischer Global Player. Und da müssen wir aufklären, dass quasi, wenn das so gewünscht ist das was anderes als das, was man sich quasi als friedensorientierter Mensch vorstellt. Wir müssen aufklären und Opposition gegen diese Militarisierung organisieren. Und gegen diese enge Vernetzung von EU und NATO. Dazu sind natürlich die Proteste gegen den NATO-Gipfel von zentraler Bedeutung im April, um deutlich zu machen, die NATO ist ein Kriegsführungsbündnis, NATO steht für Krieg und ich sage immer so, dass dann die NATO und EU, wenn die so eng zusammenarbeiten, ist natürlich auch so, dass man sehr klar sagen muss, EU-Militärpolitik darf nicht sein, wenn, dann ist man für eine zivile Europäische Union und nicht für so eine Militärunion.